Oh no. Ja, könnt ihr singen im Hintergrund? Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Uwe Keller Podcast. Es ist mega wichtig, dass wir zuerst über einen Swiss Stare reden. Nachher haben wir eine fette Tierlist vorbereitet über Serien und so. Nachher wird der Benz uns über Avatar und Autosticker etwas erzählen, wo wir keine Ahnung haben. Nachher komme ich meine holy heiligen 15 Minuten über, wo wir unter anderem über die AV 13 reden und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Podcast. Da liegt ein Düftchen in der Luft. Yoshi. Nice. Wir müssen wieder so tun, als wären wir Kollegen, damit wir da alles durchbringen. Deine fette Mutter. Herzlich willkommen! Das war chillig, das passt. Ins chillige Intro rein, dass die Leute gerade wach werden. Ja, Das Ding ist, du kannst ja nicht so ein Direkt. chilliges Intro schneiden, wenn du das Wind das mit dir macht. direkt reinfressen. Er hat so Waititi-Vibes wieder backbringen. Wenn... Was mit dem... Hat die nicht immer Oh. gesagt? Habt Die ihr haben das doch- mitbekommen? Die haben doch das immer gesagt. Was? Kennt ihr Apple War Pictures? Ah ja, aber Nein. ich sag's dir, ich habe das früher schon nie geschaut und ich sag's ich auch, auch nie. dem Sieg hat man angesehen, dass es so Ja. einer ist. Was ist das? Was ist das? Genau, das habe ich Was geht's? Ich verstehe das nicht. Der ist Apple War der Picture Can kennst du? von Apple War Pictures. Das ist früher wie ein YouTube-Kanal gewesen, wie Aber Waititi es und ist so. früher schon der Ist- YouTube-Kanal gewesen, wo irgendwie wie so voll Ja, das ist Deutsche. niemand Ja, interessiert ja. haben, ja. Es ist mit Waititi so gross geworden. Oder sogar vor. Alle YouTuber haben ja so ein einen Nerd-Vibe. Generell. Aber die haben so einen heftigen Nerd-Vibe Ja, und die gehabt, haben, nein, die haben Das ist einfach, einfach- die haben wirklich, die sind einfach Ja. Staub, so. dass irgendwie Und der Sieg hat einfach das da hab wie ich hat nie das angesprochen. Grooming bezogen und hat da Minderjährige gefickt, weil er So als 30-Jähriger an den minderjährigen Fans gefickt. Nein, den kenne ich wirklich nicht. Ja, zum Glück nicht, Alter. Ich habe den nie geschaut, hat mich immer Er aufgeregt. sieht Alter. wirklich aus wie so einer. Fuck. Das Alter, Weißt du, das was du siehst meinst? genau an, Bro. Du kannst gar nicht mehr in deinem Alter bekommen. Du bist die grösste Das ist Missgeburt. voll bitter. Nur schon mit seinen gelben geschissenen Haaren. Hat Das er auch, sagt er noch in seinem Livestream da, von wegen, ja. hat er auch ein Entschuldigungsvideo mit der Ukulele gemacht? Ne? Ich glaube, er hat sich einfach... Nein, er hat alles gelöscht. Ah, ja, einfach. alles. Aber, Ja, er hat alles. mal, aber er hat dann nicht gesagt, dass es stimmt. Er hat auch Vorwurf bekommen. Aber er hat mal in einem Stream einfach gesagt, er hat so viel Scheiß für ihn gemacht und so. So viele Felder gemacht. Aber er ist eben der erste Psychologe. Oh mein Gott, hast du das nicht gesehen, den Ausschnitt von dem Stream? Wo einer so sagt, hol dir einen Psychologen oder so. Und er so, ich bin schon bei 2. Einmal, weil ich ganz vielen Leuten weh gemacht habe und einmal, also richtig mit dem Psychologe die Kamera anredet und du denkst einfach so, Alter, du solltest mehr als 2 Psychologen. Du Solltest du in einer Anstalt hocken mit einem 50 Euro. Einen Witz machen drüber. Alter, Scheiße, Mann. Ja. Das Gang ist schon heim. heftig. Wieso sind wir jetzt drauf gekommen? Ah, wegen Waititi-Vibes. Ja, weil du das herzlich willkommen hast, die nicht immer schreibt in die Kommentare. Ja. Und ganz am Schluss, ja. Oder Ape Crime oder so. Das ist schon... Boah, Ape Crime ist ja krass. so bitter. Aha. Der Jan, oder wie heisst er von Ape Der Crime? andere. Der Andre mit der ist seinem auch Ding. so bitter. Ich warte eigentlich immer noch auf das Video, Der macht so... Ja, die NPCs. Alter. Aber ich habe gemeint, ich habe immer noch darauf gewartet, dass irgendwann kommt, so, dass Was, das der andere Social macht... Experiment macht ist. NPC-Streams? Ja, Ja, oh mein Gott, das auf ist nicht TikTok mitbekommen. so, ja, ja. das... danke, oder so. Nach der Rose. Nein, das habe ich nie gesehen. Ja. Er ist, ja so voll, das ist er ist auch so voll im Oh, Streit shit. mit dem Cengiz Das habe ich mir. mitbekommen, Ja, aber er ist auch schon immer eine Missgeburt gewesen. Die anderen sind schon immer Ja, ja. cooler gewesen. Ja. Der Cengiz ist der geil. Ja, Cengiz ist schon immer der Geist gewesen. Und mitbekommen, Julian Bam jetzt vor 4-5 Tagen hat er das Video wieder aufgeladen, wo er Ja. erklärt, dass er irgendwie jetzt 5 oder 6 Hauptvideos kennt in diesem Jahr. Nein. Ja. So ein Mongo. Aber schon bei YouTube. Dagi B ist vor Gericht. Nein. Ja, Wegen? ja, weil sie einen Scheiß gemacht hat. Ich kann es nicht genau. Ich habe nur Das ist kurz für das Video Das angefangen will ich zu wissen. schauen. Bei einer Frau ist das nie vor Gericht. Bei Männern weißt du, die sind einfach voll Idioten, aber Frauen. Ja, Ja, das hat er dann müssen wir gemacht. mal genauer schauen. Nein, ich habe mit dem Video erst habe ich vorher mal kurz reingeschaut. Ja, Einfach, weil es mich wundern genommen hat, wieso die jetzt vor Gericht steht. voll Das krass. ist der Henno hat jetzt auch angefangen, gegen Choyoka zu schiessen. Ja, voll, das habe ich auch Weil gesehen. sie jetzt Choyoka? Ja, Wer ist Choyoka. das? aha. Aber gegen So, die wenn shootet das- Wenn schon du das alle. nicht mitbekommen hast. Ja, aber der Henno hat es ja immer verteidigt. Ach schon? Immer. Und er hat ja dann sogar mit Monte darüber geredet und gesagt, ich finde das eigentlich voll okay, was sie macht, weil sie setzt sich auf eine Minderheit ein und so.
Und danach, wo sie gesehen hat, dass sie mit dem Heno redet, dass er mit Monte redet, hat sie irgendetwas gesagt, ja, der Heno ist von der Wichser und so. Und dann hat sie gesagt, also gut, jetzt ist mir zu blöd, Alter. Dann fickt sie, Alter, du bist auch eine dumme Fotze. Oh nein. Aber der Heno ist eben auch eine dumme Fotze, also auf YouTube sind alle schlimm. Aber wir wollen gar nicht über das reden, weil kein interessiert das, glaube ich. Ich finde das voll cool. Ich finde einfach Gossip cool. Ja, Ja. easy. Der Swiss, der Boah, fangen wir an. nein, warte. Ja. Wegen apropos Gossip. Heute bin ich kurz eben zu meiner Mutter, weil sie sind jetzt von Sri Lanka zurückgekommen. Und dann hat sie gefragt, und was war es? Und dann hat sie den härtesten Gossip rausgehauen, wo Sri Lanka wieder mal abgegangen ist. Die ganze Familie wieder am Streiten und sich anschreien dort unten. Aber kommt sie dann überhaupt etwas mit? Oder? Ja, der Papi erzählt dir nämlich noch alles. Ja, aber sie weiß ja nicht, ob sie ihm richtig erzählt. Ja, sie hat eben auch gesagt, sie hat nicht alles genau, ob es richtig ist, wegen, was, darum müssen Papi fragen, was genau nachher war. Oh no. Aber wahrscheinlich wird die ganze Familie sich wieder am Anschreien. Aber so richtig dumm. Weil mein Cousin, der hat mit meinem Onkel, weißt du, der nicht Camper hatte, der 6K. Camper. Nein. Nicht Sex, was? Ein Cousin mit dem Onkel 6K. Nein. Es ist schon um Sex gegangen, aber nicht mit meinem Onkel. Nein, wirklich? Nein, Oh, dann ist ich es weiss immer nicht, ob es cool. um Sex gegangen ist. Ich habe jetzt gerade gedacht, das ist langweilig, aber jetzt hast du mich. Nein, es ist, weil mein Cousin hat eine Freundin. Und die Freundin und scheinbar auch. Hat er ja nur gefickt? Der Danu. Und scheinbar eben die Freundin, die darf, also die Familie von seiner Freundin darf eben scheinbar gar nicht wissen, dass sie zusammen sind, weil sie einem anderen versprochen ist. Und die haben so voll die Undercover-Beziehung. Oh, shit, Und sie wohnt eben ein bisschen weiter weg und darum sieht er sie nicht so oft. Und dann haben sie eben eine TÜV-Tour organisiert, halt für Touristen. Und dann ist er halt eingesprungen, weil er sonst, glaube ich, etwa zu wenig im Team hatte. Das ist halt in der Nähe Und wenn man so lange keine TÜV-Prüfung braucht. Alter, mein Cousin hat schon viel Unfall gemacht. Als Wunder, dass er noch lebt. Auf jeden Fall. Danach sind sie in der Nähe. Warte. Wie alt ist dein Cousin? Saltweich. Okay. Ja, das kann ich ordnen. Also ein Jahr jünger vielleicht. Aber ist er der Sohn vom... Vom Tushara. Vom zweitältesten Onkel. Okay. Aber du redest vom Dylan. Das ist der älteste Onkel. Aber er hat mehr mit dem Dylan Streit. Ja. Okay, ja. Also der Hauptbeef ist zwischen ihnen zwei. Aber der Dylan fährt gerne Beef mit anderen Leuten. Ja. Boah. Das ist mit dem hat jeder schon mal mindestens einmal Beef gehabt. Die meisten haben es immer noch. Und auf jeden Fall danach ist er eben in der Nähe von seiner Freundin. Und danach hat er gefragt, ob er kurz zu ihr gehen darf. Und dann hat er meine Tante gefragt. Und die hat gesagt, so, ja, du musst den Dylan fragen. Und dann war der Dylan aber tief und fest am Pennen gewesen. Und hat er gesagt, ja, hat er mir Band gesagt, komm, sag ihm, dass ich dort bin. Dann ist er gegangen. Und dann irgendwann läutet der Dylan so voll hässig an, so sofort daher gekommen, was fällt ihm eigentlich ein und so. Und ich weiß, dort ist der Punkt, wo nicht mehr genau wegen der Übersetzung und alles, aber auf jeden Fall ist es darauf rausgelaufen, dass er wahrscheinlich mit dem nach Sachen im Auto rein hatte, die sie gebraucht haben für eine Vorstellung. Ja. Und er war putzhässig und danach hat er sich nachher bei ihm aber entschuldigt und er hat seine Entschuldigung nicht annehmen. Und dann ist ein riesen Drama losgegangen und die haben sich die ganze Zeit, wo sie zusammen gechillt haben, hat sie sich angeschrauen und dann ist noch halt der Onkel reingekommen und dann ist noch von dort und dann hat die ganze Familie sich dann gegenseitig angeschrauen. Hast du einen Missgeburt? Wieso nicht die Entschuldigung, es ist etwas passieren können? Eben, das ist der Punkt, wo ich Wieso schlafen die Missgeburt einfach den Tag durch, Kollege? Ich weiß es nicht. Ist das Gen für euch? Ja, es ist Sri Lanka. Nein, ich glaube, es war schon gegen Abend gewesen. Und dann bin ich fast froh, dass ich das Jahr nicht mitgegangen bin. Ich werde vielleicht auch noch ins Kreuzfeuer reingeraten. Du bist immer im Kreuzfeuer. Das ist schon drauf, so Zeug. Weil eben halt mein Onkel ist, die hatten halt immer wieder die Karte von wegen was er Aber alles ich finde es gemacht frech, hat. dass du vorhin gesagt hast, dass es mit Sex zu hat vielleicht. Ja, ich weiß nicht, ob sie gefickt hat. Ja, aber es spielt ja keine Rolle für einen Beef von ihnen. Nein, für ein Also ich hätte jetzt gedacht, dass er danach zu der anderen gegangen ist und es verpetzt haben, dass sie zusammen sind oder so. Oh, das ist Aber das ist ja diese... Ja, das habe ich noch. Ja, jetzt hast du ja die Swissgate sagen. Oder? Genau, das das Scare. ist etwas, das will ich fragen. Weil ich habe ein Video gesehen, wo so eine Woman of Color auf eine Woman of Color reagiert, wie sie erzählt, dass sie in der Schweiz ist und alle sie anstarren und sagen, ob die noch nie einen schwarzen Mensch gesehen haben. Was?
Und danach hat die andere, die darauf reagiert hat, gesagt, eben, ja, dass das so ein Ding sei, der Swiss Stare. Dass Schweizer einem einfach so anschauen, egal ob du schwarz oder weiß oder egal was. Schweizer schauen einem scheinbar einfach so an. Und dann wollte ich fragen, ist euch das auch schon aufgefallen? Weil mir ist das noch nie so wirklich aufgefallen. Dass mir einfach Leute angaffen. Ja, einfach so angaffen. So. Wieso dürfen wir nicht gehen? Also wie meinst du angaffen? Ich schaue halt die Leute an. Ich check eben auch nicht genau, was denn das ist. Ich kann es nicht nach. Also genau wenn, dann habe ich es eben, nachgegoogelt. Bruder schaue ich auch voll instant auch. Ja, ich schaue auch manchmal einfach Leute an, aber dann denke ich mir so, ist das nicht normal? Keine Ahnung, also ich schaue auch einfach manchmal Leute an. So. Ja, Ja, ja. ja. Nicht, vielleicht ist es ja wirklich nicht normal. Aber ist das in Amerika in dem Fall nicht normal? Wahrscheinlich nicht. In dem Fall. Man schaut einfach... Kannst du den echt so voll auf den Schlips treten, wenn du den so, einfach so schaust? Ja. Das kann sein, darum sind das kann die nur Ausländer, die sein. da ziehen, einmal mit und sagen, was schaust du so blöd? Was du schaust? Du so, hä, musst was? Foto Das ist ein Problem. Ja. Meinst du, das ist Da, das mit Ding? Spätli. Mit Fettli, ja, scheinbar hat das ist voll das Ding im Internet, der Swiss Stare. Ja, mega Dass lustig. das viele Leute sagen aus dem Ausland. Witzig. Nein, das hätte ich nicht gecheckt. Aber das hätte ich vorher nie drauf gekommen, dass das ein Ding ist. Aber ich kann es mir irgendwie schon vorstellen, weil eben... Ich meine, da... Aber dann kann man ja sagen, das ist Kultur und das ist gar nicht asozial, wenn wir das machen. Weil scheinbar, eben, das hat sie eben auch gesagt, wenn halt in Amerika, wenn sie einem anschauen, dann lächelt sie einem halt an, so, oder? Aber da schaut er einfach so. Mit toten Augen. Die denken, Alter, die sind rassistisch, dabei haben wir einfach einen Menschenhass. Wir hassen euch alle Menschen. So ist das Leben. Man, wir fühlen uns schon jenes überlegen, nicht? Wir sind aber auch jenes überlegen. Das meine ich, ja. Nein, Alter, ich meine es wirklich ernst. Wir sind so hart überlegen gegen den anderen. Wirklich krass. Wirklich krass. Ich glaube, ein Schwinger so, der kennt alle bumsen. Ein Schwinger. Meinst Ja. So, Sicher? und der ist ja neben Pino pur. Und ich glaube, der wird einfach alle bumsen. du? Der Meinst du? bumst wahrscheinlich alle, aber ob er sie auch bumst, ist die andere Frage. Nein, das nicht. Meinst du so ein UFC-Fighter gegen einen Schwinger? Der Schwinger Im gewinnt. Schwingen, ja. Meinst du, der Schwinger Ja, im gewinnt? Schwingen. Ja, aber in einem MMA-Fighter geht ein Boxer vielleicht auseinander im Boxen. Ja, nein, die Frage ist, ob quasi im Strassenfight Im Strassenfight gewinnt der Schwinger. wo es wirklich Der keine Regeln liftet hat. Also die einfach eine wirft ihn Schwinger um. sind halt schon Felsen. Ja. Nein, das ist nicht Ich normal. meine, wenn so einer Nein. einen schmiert, Alter, dann liest Aha, ja, aber wenn er da schmiert, das sind dann die Grüßig, weil die haben ja so Hände, weißt du? das sind keine Hände, das sind Nein, Pranken. das ist wie ein Bär. Das ist wie wenn ich einen Bär bretscht. Ja. Und ich sag's dir, das ist etwas ganz anderes. Und die würden dann nie einen Fuß geben, die klatschen die. So eine osmanische Schelle. Ja, ein Schwinger kommt mit seinen Pranken und bretscht die runter. Der würde nicht einen Fuß geben. Zweimal Schwinger so machen groß das im nicht. Kopf. Und wenn er die mögt packen, dann ist es gsi. Weil das sehe ich, weißt du, die müssen ja nicht mal mega grösser sein als so Bodybuilder oder so. Was aber meistens auch sind dann noch. Aber die sicher, die mögen dann noch mal viel mehr. Du denkst so, easy der Kraft, aber der mögt dann noch so viel mehr. Weißt du, das ist so einer wie früher, das sind Leute wie früher, wo du so denkst, wie haben die so Killen gebaut? Das ist einfach, früher Leute, die viel different waren. Die haben locker alle 100 Kilo rumgelüpft. Sag ich jetzt einfach. Das heißt jetzt einfach. Ja, ich habe mir das auch schon überlegt, es kann gut sein. Ich habe das sogar Aber es muss ja fast so gewesen sein, dass Ja, ich früher- habe einfach einen Lehrmeister gehabt, der gesagt hat, früher sie sind noch anders gewesen, die haben ja, noch viel früher mehr sind gelüpft. sicher noch mehr Und sein körperlich dran Lehrmeister gewesen. hat... Du brauchst das ja gar nicht mehr. Ja, und er hat mir das gesagt, der ist schon ein alter Sieg gewesen, er hat schon immer mega viel lüpfen, bis sein Rücken kaputt gegangen ist. Dann. Aber er hat mir gesagt, er hätte dann mal seinen Lehrmeister Kranenwagen genommen, eingehängt, auf einer Stange gestanden und mit der anderen Stange den Kranenwagen gezogen und hat 380 Kilo geschafft. Boah. Oh, Scheiße. Aber ich weiss halt nicht, weißt du, das sind auch so Geschichten, die man da erzählt. Ja. Vielleicht war es dann mal jedes- 300 Kilo gewesen, und Ja. das würdest du ja wahrscheinlich schaffen im Kreuz, wenn du wirklich im Mocken bist. Aber, das Ding Aber auch ist dann halt, ist schon krass. die dran die Storys erzählen, das sind die Typen mit den Bandscheibenvorfällen und so. Ja, sie würgen schon nur, ja. Ja, das ist schon so. Die haben alle kaputte Rücken. Das ist gröber, ja. Sie reden zwar so, aber nachher können sie kaum mehr aufstehen. Und die schauen dann, ich glaube, ein Schwinger würde einfach alle Brett schalten. Das könnten wir auch mal eine Tierlist machen.
Ich glaube aber halt, die Schwinger haben halt wegen einem MMA-Fighter fällt ihnen Nein, Lichttechnik. ja, mal. Ich meine, wenn du weißt, wo Druckpunkte und so scheiße sind. Also Nein, Schwinger, weiss das ich. hat nichts mit was MMA bringt zu er? tun, Ja, Kollege. nein. Aber die wissen dann, wie man die Range braucht, wenn sie gross sind und so. Aber wenn du, sagen wir, Ja, aber die wissen, wo reinschlagen, das habe ich gemeint. Schwingen sind ja meistens gross. Nein, das bringt ihnen nichts, sage ich. Meinst du nicht? Nein, Als Schwinger, du wenn weißt ja nicht, wirklich wo du fetter aufschlägst. Mucke bist und du auch in dem Sinne ein bisschen athletisch bist, Die, dann nützt es dir nichts, dass irgendwie also dann nützt dem anderen nichts, dass er weiss, woher er schlägt. Weil das Problem ist, dass der riesig ist und dich einfach packen, Ja. wenn du ihm zu näher ja, aber dann kann ich mir vorstellen, dass der so viel Reflex hat, dass wenn du reinschlägst, dass seine Hand, weißt du, musst dir vorstellen, seine Hand ist so gross. Das ist gross Das wie ist das wie, Gesicht. wenn du dann schlägst, wenn du der härteste MMA-Fighter bist, wenn du dann schlägst und der dein Patschehand hebt, dann sieht es ja aus, als würde er einen Äpfel in der Hand haben. Das müssen wir mal irgendwie arrangieren. So ein MMA-Fighter gegen Das Ding ist, ich gegen weiss den nicht, Schwingerkönig. So ein richtig grosser, so die langen Arme MMA-Fighter oder Boxer, gegen die hat es Mühe, weil die wissen, wie sie da tappen und mit ihrer Range spielen. Ja, und wenn's Aber einer ein normal gefressen gross, ist, und die normalen Schwinger sind ja auch schon gross, also die guten. So ein grosser Schwinger gegen einen normal grossen Menschen, keine Chance. Weil der kommt ja nicht hin, der kommt erstens ins Gesicht, sein Bauch muss er gar nicht boxen. Mhm. Und der shootet ihn dann um. Und ich glaube, der rennt da so auf dich zu, weißt du? Da kannst du machen, was du willst, das ist ja dann ein Strassenfight. Der rennt einfach so auf dich zu. Und du kannst mit ins Gesicht stehen, das ist ja ein Bär. Das ist wie wenn ein Bär ins Gesicht steht und dann packt dich so und dann macht er der Schulter, du liegst am Boden und dann schießt er dir ins Gesicht. Und du schmeckst schon den coolen Geschmack, wenn er kommt, weißt du? Er schmeckt schon nach Stall. Das ist schon gröber. Aber sind echt die Schwinger so, ist das so etwas wie von nach der Kriegertraditionen von der Schweizer, weißt du, wie so Zumuringer, einfach halt bei uns die Schwinger, weißt du, wo halt einfach früher so die Mögen waren, die einfach in die Schlacht reingesäckelt sind und so als Tank einfach drin so BAM! Alter. Darum sind wir so krass gewesen. Ich glaube, alle, darum sind ja die Schweizer Söldner so krass gewesen, weil wir einfach, Kollege, wir haben immer in Unterzahl geschlagen und wir haben immer gewonnen. Das ist auch wie die Schweiz, die Wie die Spartaner, weißt du? Ja, wirklich, wir sind die Schweizer, sind die krassesten. Kollege, mein Chef ist mir gekommen, die Türe halb einhängen. Ich habe gesagt, ich muss die Türe hängen. Ich schaffe es nicht. Das war eine Tür, die... Also ich habe sie ja nur in einen anderen Raum hineintragen. Das hat dann er auch nicht geschafft, alleine. Aber er ist dann gekommen. Und die Tür ist eine Brandschutztür, die ist 120 Kilo. Oder so. Gefühlt sicher. Und da kommt der Pisser. Und dann haben wir es zusammen über einen Raum und dann hat es vorne eine Band und dann so, ja, warte, dann haben wir es zusammen lüpfen und dann gesagt, warte, das geht fast besser, packt die Tür so. Und dann schaut er mich so an, er war bei einem Randschwinger gewesen. Dann nimmt er die Tür und stellt die vor den Rahmen. Ich denke so, ja, easy, Alter, ich gehe und dem gibst du es gar nicht, der hockt den ganzen Tag im Büro, weißt du. Also mal, er hat immer noch so Oberarm und so, aber er ist auch ein kleiner, ja, ein bisschen kleiner als ich vielleicht. Und gut, eben, wo er Geburtstag hatte, haben wir Fotos gesehen von ihm früher. Er war schon ein Brocken, Alter. Aber jetzt immer noch einfach so eine Tür allein rumlaufen, ist schon gröber. Es gibt aber auch einen Bandscheibenvorfall. Nein, wenn du es richtig machst, nicht. Vielleicht schon. Bandscheibenvorfall. Habe ich immer geheißen, habe ich immer gemeint, das heisst Vorfall, weil es ein Vorfall ist. Das ist etwas passiert mit der Bandscheibe. Ja. Das habe ich auch gemeint. Das haben wir, glaube ich, schon mal gesagt. Das haben wir schon mal geredet, ja. Bis jetzt habe ich auch immer gemeint, dass das mit dem zu tun hat. Das ist so verwirrend, Alter. Wahrscheinlich, ich habe letztes Mal eine Kollegin, die Physiotherapie lernt, studiert, weiß nicht, macht man, ja, gefragt, eben, was sie eine Art für Mythen gerade haben, wo man das Gefühl hat, wo alle sagen, ja, weißt du, das und das ein Körper, wo nicht stimmen. Und dann hat sie gesagt, Bandscheibenvorfall ist ein Mythos. Nein, aber Sag's mir gross. man sagt ja, man muss wie immer einen geraden Rücken haben, um Sachen zu lüpfen. Und anscheinend stimmt das nicht, sondern du musst einfach so lüpfen, wie du gewöhnt bist. Nein. Scheinbar schon. Mal, das habe ich ja schon gehört, ja. Wirklich? Ja. Das ist ein Mythos. Es ist ein Mythos, dass du einen geraden Rücken brauchst zum Lüpfen, sondern du musst so lüpfen, wie du normalerweise noch trainierst. Es spielt keine Rolle, ob er gerade ist oder nicht. Anscheinend. Ja, aber wenn du gerade trainierst. Aber Dann wenn du es trainierst immer du es gerade gerade. machst in der Lehre, weil dir alle sagen, hey, du musst gerade, dann solltest du wie immer noch gerade. Aber es ist wie nicht irgendwie per se Nein, besser. aber ich glaube, die Frau hat dann aber auch noch nie etwas Schweres gelüpft. Weil ich glaube, du kannst mehr falsch machen, wenn du
wenn ich etwas Leichtes habe, dann tue ich auch aus dem Rücken rauslüpfen. Mhm. Also runder Rücken und danach gerade werden. Ein Haarrass oder so. Mhm. Aber wenn du wirklich etwas Schweres hast, dann willst du es ja gar nicht so Es machen. fühlt sich schon ganz falsch an, wenn Ja. du dann so einen runden Rücken hast. Ja. Ja, ich glaube, die lügt. Ich glaube, sie lügt Ich einfach. glaube, sie lügt. Ja, es wird das müssen sein. Das wird das. Ist sie sein, Schweizerin? Ja. Vielleicht lügt sie auch nicht. Bands the White Supremacists. Ja, White wäre ja schön. Das ist einfach Swiss Supremacy. Ja, es gibt ja. Easy, also. Machen wir Tierlist. Wir haben eine Tierlist gemacht. Wir haben eine coole Tierlist mitgebracht. Welcome to the Tierlist bedeutet, wenn man etwas sortieren. Oh, Tierlist, so schön. Wir haben How I Met Your Mother, Scrubs. Ja, Was? erklär doch mal, um was es geht. Hey, was? Die Leute wissen doch, was eine Tierlist ist. Ja, aber was ist aber der Begriff von der Tierlist? Den kann ich aber nicht. Sitcoms. Sitcoms. Du Mieser. Wieso heisst es Sitcoms? Wie du sittisch. Das ist Situational Comedy. Weißt du, es ist einfach direkt aus der Luft raus. Ja. Also ich weiß nicht, ob es so ist. Er lügt, hat er schon mal gehört. Romcoms sind ja Romantic Ja, Comedies. es ist safe Sit-Comedy. So komisch sicher Comedy, ja. Situational Comedy. Ja. Situationskomik. Situation Comedy, ja. Ja, schön. Krass. Also, in dem Fall. Und wir haben How I Met Your Mother, Scrubs, Friends, Modern Family, Brooklyn Nine-Nine, New Girl und Big Bang Theory. Und sicher irgendetwas, was wir vergessen haben, aber ist ja gut. Also wir haben 7 heute mal mitgenommen. Ich Ah. habe die Hälfte von allen Leuten Was? gesehen, abreißen, wenn du das nicht reinnimmst. Ja. Der Office habe ich eben nicht gesehen, aber es ist mega gut. Mal, ich habe es also nicht ganz geschaut, Ich aber finde es schon recht witzig. Da haben wir 8. Aber es ist einfach so Ja. awkward Comedy, wo du einfach so... das ist wirklich- Alter, Ich muss jetzt Ui, wieder das ist so. wirklich- Also. Ich sage jetzt Friends auf die 8 direkt. ja. Ja, Friends ist mit Abstand die schlechteste. Alle sagen, Friends ist cool, Friends ist scheiße. Friends ist alt produziert, tönt scheiße, ist auch schlecht gealtert, wenn du es dir heutzutage anschaust. Und nicht lustig, es ist Und einfach nicht lustig. echt nicht lustig. Ich habe es auch nie richtig Oh, du hast geschaut, nie aber geschaut, oder? Mal, ich habe auch 2 Folgen Hast du mal geschaut. Ich kann reingeschaut? noch nicht mehr das weiter ist schauen. mir gleich gegangen. Finde ich einfach nicht lustig irgendwie. Ja, es ist einfach, ja. Ich habe es halt einfach mal Haben wir jetzt geschaut, New Girl drin? weil ich im Loch war, weil einfach How I Met Your Mother vorbei war, dann habe ich ein neues Ding so lernen und dachte, ich schau mal das. Friends Aber ich habe irgendwann auch aufgehört, was ist... haben wir gut auf die 8. He? Ja. Dann, was haben wir noch? Also, How I Met Your Mother, eben, es ist auch nicht so gut gealtert, so jetzt, wenn du das jetzt rausbringen Scrubs ist ja mega schlecht gealtert. Ja, Die sind ja, alle schlecht die sind gealtert. alles schlecht gealtert, außer die New Girl, wahrscheinlich. Ja, aber das ist ja nicht alt. Eben, ja. Ja, kannst ja nicht schlecht altern. Nicht alt. Ja, aber ich meine, das ist wie etwas, wo... Aber New Girl habe ich Aber- auch wirklich, bin ich manchmal dort geguckt und habe Lachflash gezogen. ja. Also wirklich laute Lachflashs. Das war schon lustig gewesen. Hey, Aber Modern Family ist auch mega lustig. Brooklyn Nine-Nine ist 1 oder 2 Kandidat. Brooklyn Nine-Nine 1 oder 2? Ja. Sicher nicht. Mal. So nicht. Brooklyn Nine-Nine, das Find ist schon ich so easy, lustig. aber... Kollege, Brooklyn Nine-Nine, ich habe so viel laut gelacht. Brooklyn Nine-Nine muss 1. Ich würde es 2 sagen. Von mir aus noch das 3. Ich finde einfach, Seit was? ich finde einfach, es ist nicht so... Es ist, also klar, schlechtes Schauspiel ist wieder so ein Ding von mir, aber wirklich, das nervt mich ein bisschen. Wie heisst diese? Die mit dem nachher zusammen ist. Mit dem Peralta. Das ist Amy. Ja. Nein, er ist Amy, nicht die mit den Kruseln. Weil Nein, das Nein. ist Rosa. Rosa. In dem Fall die Amy. Ich finde die Schauspieler so schlecht, regt mich jedes Mal auf. Ja, aber was ist der beste Schauspielerin? Was? So von den Dingen? Hey, es ist trotzdem lustig. Ja. Also dann können wir es aufs 3 tun einfach. Ja, ich Ich könnte es könnte... mal auf dem 3 platzieren. Ja. Oder? Und... Aber eben, was ich wollte sagen, How I Met Your Mother ist wirklich so... Die Serie, die ich geschaut habe und wie gefunden habe, Alter, ist das lustig. Also das ist wirklich so... Habe ich Für auch mich lange ist das gedacht, so aber das Ende finde ich jetzt brutal runter. Ja, das Ende ist Ende halt zieht die Serie schon... voll ab und ich würde How I Met Your Mother auf das 4 setzen sogar.
Ja. So, das Ende ist halt so ein bisschen so Game of Thrones-Style. Aber man kann- so einfach man kann's- scheiße. Das ist wirklich so. Ja, Das Ende hat mich tiltet. Vor allem- Sonst finde ich es eigentlich recht lustig. Vor allem war es doch auch ähnlich gewesen, dass sie noch wie relativ spät entschieden haben, was wirklich passiert. Es hätte nicht so müssen sein. Ja, wahrscheinlich ist es einfach recht abrupt geendet oder so. Ja. Es ist einfach irgendwie so, es gibt so einen komischen Twist drin, Ja. wo es einfach irgendwie macht so ein bisschen kaputt. Ja, es ist wirklich so. So, ja, Okay, also hätten wir so. Bei How I Met Your Mother ist einfach das Ding so, sie haben irgendwie die Kollegengruppe, mit denen identifiziert man sich so schnell. Ich habe das Gefühl, jeder macht das so. Mhm. Mit seinen eigenen Kollegen. Und Das ich hast du bei find's anderen auch- Sachen auch wahrscheinlich wirklich- Ja, ich finde es auch noch. Die finde ich noch einigermaßen witzig, auch weil es so viele Themen auch reinnehmen ist, wo man halt in Kollegengruppen auch wie hat. Klar nicht so übertrieben, aber trotzdem, sie tun ja mega viel abgrasen mit dem eigentlich und das ist schon cool. Also was willst du? Ja, weiß nicht, ich hätte auch mit Your Mother sicher höher als Dann wollen wir das How I Met Your Mother aufs 3 und Brooklyn Nine-Nine aufs 4. Wenn ihr so hoch wollt, dann könnt Nein, aber Nein. was Also- sind die anderen? Ich glaube, ich als- hätte schon höher aufnehmen. Ich glaube, Also dann haben wir How I Met Your Mother aufs 2 zuerst mal. von mir aus, ja. Scrubs haben ihr hure gerne, gell? Ja, Und Scrubs. Finde ich sind auch eins. richtig Das geil. können wir von mir aus auf Seite. Scrubs finde ich wirklich eins. Ja. Aber das Problem mit der ist, ich habe sie nicht so... Ich habe nur ein paar Folgen geschaut. Ah, Scrubs ist so Ich habe genial. Scrubs aber noch nicht Ich habe fertig mit- geschaut. Scrubs nie ist, selber Scrubs richtig ist so fast, also vom Genre her, wenn wir jetzt wirklich Sitcom gehen, würde ich fast schon sagen, Scrubs würde ich gar nicht dazu nehmen. Wieso? Was Wegen? das? Es ist ja nicht wirklich so eine Das Krankenhausserie. ist vom Style her halt... Ja, aber es ist so viel deeper als alle anderen noch. Ja, aber ich finde Es gibt bei Scrubs halt manchmal einfach Folgen, wo dich danach leer fühlst und richtig traurig. Ja. Oder heulen kannst am Schluss so. Ja, aber ich finde, das passt nicht. Also das, ich finde, das Haben nicht schockiert alle es anderen auch nicht so besser dummes einfach. Gelächter im Hintergrund und Ding nicht? Gehört das nicht zu einer Sitcom? Scrubs nicht auch so... Nein. Das könnte Stimmt, sein, hä? dass es Die haben so- kein Gelächter im Hintergrund, ja. Aber ich weiß nicht, ob alle anderen das haben. Aber Die New Office Girl haben haben nicht. doch auch nicht, oder? Office auch nicht, sicher. Aber Office auch wäre nicht, im ja. Fall auch etwas Ähnliches, wo man wie man sagen, okay, ist jetzt das genau das? Also, Office ist sicher ein Sitcom. Mal. Was wenn das Office, ich würde es halt auf 7 nicht kennen. Nein, Office finde ich schon besser als... Also, es ist sicher besser als Friends. Auch Big Bang Theory haben wir noch und... Big Bang Theory finde ich den Schluss mega geil und finde ich sonst, also Big Bang Theory ist auch geil. wenn du ein Nerd bist, zu Mimi finde ich voll nicht geil, aber ich Mhm. finde, wenn du ein Nerd bist und man muss sagen, die Witz, ich glaube der Anspruch von der Witz ist viel höher, weil du musst viel mehr Wissen haben, auch über die physikalischen Sachen, also du musst nicht viel physikalisches wissen, Einfach so eine Grundwissen aber du musst so haben. gewisse Namen kennen, gewisse Physiker nehmen und so Mhm. und dann ist es lustiger. Mhm. Aber du kannst dir auch geben, wenn du es nicht unbedingt kennst. Ja. Aber also ich würde es aufs 4 setzen. Big Bang Theory. Ich finde es zwar viel nicht so lustig, aber ich finde es brutal witzig. Also, Big Bang Theory habe ich schon recht gelacht. Vor allem eben, wenn du auch ein bisschen nerdy bist und so. Mhm. Ich habe das eben auch nicht so viel... Ich habe generell halt nicht so viel von Netflix geschaut. New Girl haben wir noch nicht gegeben. Ja, finde ich eben auch gut. New Girl ist wirklich auch cool. New Girl ist wirklich gut. Aber ich finde, sie hat nicht so den... Es ist halt wie so ein bisschen spät in der Zeit, für das könnte irgend so Legenden-statusmäßig Also, ich etwas finde, haben. New Girl ist für mich ein Pfiffi. Es ist geil, aber es ist... Ja... Modern Family haben wir noch nicht Ah, Das ist schon fuck, witzig. die- Modern Family Modern das ist Family ganz ist witzig. wirklich Modern auch Family Das hat ist, einfach halt- Nein, das ist fuck. von der Comedy finde ich aufs Modern Family am Modern Family ist lustigsten. Peak Comedy. Also Modern- Modern aber- Family ist wirklich, dort habe ich schon wirklich laut rausgelassen. Also Modern Family Ja, würde ich Modern fast Family ist überhaupt mit Your Mother wirklich- setzen. ja. Ich meine mit dem Also- Phil Dunn-Film mit seinem Sohn, Alter. Wie heisst der, Luke, oder? Ja, aber der regt mich richtig auf. Ja, ich finde... Er hat mich als Kind nicht so fest aufgeregt, aber er hat mich dann immer mehr angefangen aufzuregen, je älter er geworden ist. Das stimmt, ja. Es ist ja krass, wie sie älter werden und so, das ist schon lustig. Ja, wenn er ganz klein ist und einfach dumme Sachen macht, das ist schon... Modern Family hat auch jenes, das hat ultra viel Memes und so Zeugs. Ja. Also Ah, Modern so Family ist Videos schon einfach. wirklich lustig. Ja. Oh mein Gott. Mann, ich finde alle mega lustig. Wieso machen wir das? Ja, das ist schwierig, hä? Also Aber ich es ist hätte jetzt sicher gesagt, über New Girl. Ich hätte
sagen wir, so Scrubs ist als Gesamtpaket hat vielleicht schon das Eis verdient, sag ich jetzt mal. Weil es hat auch alles, es deckt alles schön ab. Es ist ja lustig, Und Alter. ich glaube, auf dem 2, einfach halt wegen Peak Comedy, können wir Modern Family nehmen. Dann auf dem 3 würde ich sagen, können wir How I Met Your Mother, einfach weil es nur schon einfach, weil es uns so prägt hat. Und einfach, Was auf dem 3 was? How I Met Your Mother. Hätte ich jetzt aufs 3 genommen. Ja, aber du hättest noch Brooklyn 99 so sogar noch. Das können wir aufs 4 nehmen. Ja, Oder mal. Willst du auch mit Your Mother weiter runter? Oder nehmen wir Hey, Brooklyn Nine-Nine schon über... Das Ding ist, Brooklyn Nine-Nine finde ich lustiger als How I Met Your Mother. Ja. Im Gesamten. Aber How I Met Your Mother hat schon Legendenstatus. Und abgesehen vom schlechten Ende auch viel so Insider, wo einfach alle kennen und so lustig Das ist. ist wirklich krass, ja. Ich kann es voll nicht abschätzen. Auch das der Bro-Code und so, das ist das riesen Ja, Ding. ja. Mal noch, der Dumme How I Met Your Mother aufs 3. Ich glaube, das haben schon Aber wenn man verdient. das einberechnet, dann ist es fast geiler als Modern Family. Ja. Also ja. der Legendenstatus von How I Met Your Mother einberechnet, dann müsste aufs 2. Aber auf die andere Seite eben, das dann, ja gut, mich stört das nicht so, aber das halt ein bisschen schlecht gealtert wird, ist, hätten wir auch. Ja gut, was ist Ist so schlecht? Das ist mir Das ist scheißegal. mir scheißegal. Ja, Das Ding... Scrubs haben wir auf dem 1, nachher How I Met Your Mother auf dem 2, Modern Family auf dem 3. Dort würde ich fast sagen, würde ich lieber Brooklyn Nine-Nine vor Modern Family. Schon? Einfach so als persönliche Präferenz oder was? Ja, weil ich Brooklyn Nine finde ich schon lustiger. Das ist schwierig. Es ist schwierig. Brooklyn. Brooklyn, nein, ich finde auch die Halloween-Folgen und so, die finde ich schon, Ja. die sind schon verdammt witzig. Und der Holt ist so lustig. Der Holt ist schon ein geiler Charakter. Komm mit uns auf das 3 an Ära in, Mhm. aber sie sind eigentlich fast gleich gut. Ja. Und dann ist Modern Family ist dann das 4. Modern Family ist halt auch viel länger. Und nachher haben wir New Girl. Big Bang Theory hätten Ah. wir Big Bang Theory. auf dem 5. New Girl wäre auf dem 6. The Office auf dem 7, weil es die Bands nicht kennen. Ja, das nehmen wir einfach. Ich finde, The Office ist schon gut dort, weil The Office ist anstrengend. auf lange Ja, Zeit. gell? Das Von dem ist kannst du nur so ja. 1-2 Folgen aufs Mal gehen, weil Ja. sonst einfach Cringe so, ist weg. du stirbst an dem Cringe. es ist ab und zu 1-2 Folgen schauen, finde ich mega lustig. Aber viel mehr verträge ich es gar nicht. Das Es ist bei mir ist so auch so. anstrengend, das zu Ab schauen. und zu einfach schauen. Aber Friends ist der grösste Rotz, Alter. Friends ist... Das andere habe ich mega schwierig Ja, gefunden okay. jetzt. Ja, aber Friends ist ganz einfach. Ja. Weißt du, auch mit dem Mother müssen wir aber auch eigentlich bestrafen für das schlechte Ende, Alter. Ja, darum ist es Das macht mich wirklich hässig einmal. Aha. Aber alles- vielleicht ist es auch gut. Das Ende. Nein, das Ende ist definitiv nicht gut. Aber vielleicht ist es gut, dass es schlecht ist, weil du hast das Gefühl von, man, die Serie ist vorbei und so. Aber es bricht mich schon auch die letzte Staffel, wie du merkst, wie sich alle auseinanderleben und so. Ja. Es ist einfach so alles so nach dem richtig Bar schlimm. in seiner Hochzeit, da geht es abwärts. Ja. Ja. Auch das mit dem Trilogieren von Star Wars und so, das ist so lustig. Mal, schon gut. Ich glaube, das ist eine gute Einrenkung. Modern Family habe ich halt auch viel später angefangen zu schauen und habe alles durchgepinscht und das ist schon lustig. Es ist wirklich, wirklich lustig. Vor allem der Phil. Aber es hat das viel zu viele Charaktere, die mich wirklich aufregen. aber auch, ja, aber auch das Prinzip, dass sie manchmal so alleine sind und so zum Publikum reden, finde ich halt auch schon lustig. Nein, so Sachen finde ich aber nicht so geil. Ja, aber dann müssen wir es fast über Big Bang Theory sehen. Big Bang Theory ist schon Die lustig. 4. Wand durchbrechen ist einfach etwas, was ich generell nicht so fühle. Nein. Mal, Alter, das macht so viel beim Film aus. Wenn man einfach so mit Dingen, aber wenn er eben nicht in dem ist, aber das macht glaube ich nur er. Ja. Wenn nicht das, du hockst auf der Couch und hast die Kamera, sondern einfach so irgendeine Situation ist und der schaut auf so eine Kamera. Und denkt so, Bro. Und das ist so Ja, bei diesen lustig. Sachen ist es natürlich nur, das stimmt schon, ja. Oder das so Wenn's verkackt, ins nach so passt. wirklich offen und so voll offensichtlich Kamera schaut. Das ist schon lustig. Ja, also wir wollen gar nicht lange stören. Ich kann ja eure Rankings gerne auf Instagram schreiben. Das würde ich sogar freuen.
Weil es gibt Leute, die finden Office mega... Stören. Ja, es zieht sich schon klein, weil wir halt 8 drin haben. Wir wissen schon, warum wir sonst 5 haben. Gut, was haben wir für das nächste Thema? Ja, was Hey, ist Avatar 2. Der Film. Der Film. Der ist so schäbig, Alter. Ich bin Erstens war er schäbig gewesen, Nein. und zweitens, der ist schon 2 Jahre her. Ich habe gemeint, die haben alle Filme schon abgedreht, wann bringen sie den nächsten? Was, der ist 2 Jahre her? Der ist Ich bin dann noch im Kino schauen. 2022 rausgekommen. Ist das schon so lange her? Alter, ich kann sein, weiss. aber die haben das Zeugs nicht fertig gedreht. Glaube ich nicht im Fall. Und das Ich glaube es Drehbuch. auch nicht. Ja, sie haben das Drehbuch, also dieser weiss. Ja, aber ich finde es auch rotz. Ich finde es wirklich nicht gut. Hat der nicht länger so eine 7 Stunden Uncut-Version raushauen? Was? Das war nicht ein anderer gewesen. Mal, das war auch der. Gewesen. Das Aber ist eben, der, ja. ich hatte das Gefühl, dass es gestern war, als die Scheiße rausgekommen ist. Ja. Schon recht, ja. Die nicht Aber teuren es Scheisskameras. Es ist wirklich, also Der Film Bilder ist in dem generell Film sind krass. verdammt geil. Das muss man lassen. Ja. So grafisch kann man nichts sagen. Ja, aber das war beim Avatar 1 schon. Und Ja. da haben wir gesagt, der Film ist gemacht für ins Kino und so. Den muss man im Kino schauen. Ja, super, ich finde das Kino auch scheiße. Danke. Wieso findest du das Kino Das Kino ist die scheiße? grösste Rotzerfindung. Nein. Moll. Nein, ist doch einmal Mo, komm ich mit dieser Kollegen ins Kino. Kino, weil ich mit meinen Kollegen etwas machen will. Super. Super. Hocken wir nebeneinander ruhig, weil wir ja einen Film schauen. Aber was hast du an dem Film gut gefunden, Sven? Ja, schau, Ich meine, also, sie haben ja nicht mal einen neuen Bösewicht Ja. überlegt, Alter. Sie sind sogar zu faul gewesen, um das zu machen. Generell, der Plot ist einfach alt. Schon beim Avatar 1 ist der Plot Ja, alt gewesen. ja. Du kannst aber gar keine geilen Plots mehr machen. sind aber man muss gibt's ja- alle schon, oder was? Ja, das hat doch irgendjemand mal gesagt, es gibt 7 verschiedene Plots, 27 verschiedene Plots. Weiß nicht, kann sein, aber ich habe ihn einfach geil gefunden. Keine Ahnung, bei mir braucht es nicht so viel, um mich zufrieden zu stellen. Ja, Dann das wird merke voll mit. ich, Alter. Auch du mit dem Und- dummen... Hey, jetzt mal, du hast mir die Frage nicht beantwortet. Hat der Podcast wirklich die Internetseite Nein, drin? ich Schon, habe gell? geschrieben, nein. Also, IMDb. ich habe auch immer gedacht, als ich Avatar 1 geschaut habe, voll cool, weißt du, so gesellschaftskritisch, wie es so ist, steht da, wie so die Amerikaner sind, mit, sie kommen in ein neues Land und rauben sich aus. Habe ich, weil ich so vielleicht den Film cool gefunden habe, habe ich gesagt, der ist voll innovativ. Wenn du es genau überlegst, es ist nicht innovativ, das ist einfach, ja Bro, du schaust in die Zeitung und du hast deinen Plot, das ist gar nichts. Ja, ich Und weiss, jede das andere ist- scheiß Film erzählt auch von dem. Ja, das ist so, aber das braucht dann nicht mehr ist für das mich. so ein Masterplan von den Amis, um immer noch so den Leuten zu suggestieren, dass es so krass ist, wenn du so eine Überlegung machst, dass Ja. man das könnte verbinden miteinander, dass die Amis so wow, shit, Oh, wir müssen aufpassen, so, warte, oh wow, shit. noch nie jemand über so weit denkt, Alter. Nein, aber also das, was mich aufgeregt hat, im 2, und das finde ich jedes Mal scheiße. Ich weiß nicht, was das Problem ist, aber immer, wenn irgendwie so einer von den, wo einfach das Kack-Goof den Vater rettet am Schluss. Das war wieder so etwas gewesen, das hätte jetzt echt nicht müssen. Was ist der Punkt? Was ist der Punkt? gesehen. Dass der kleine Goof, der kleine Kack-Goof jetzt gefunden hat, weißt du was, ich rette jetzt gleich meinen Papi. Der Ja, aber Bösewicht. zuerst hat er ja aha, der Bösewicht-Papi meinst du? Ja. Das verstehe ich auch nicht. Das hat so Wieso, null wieso Sinn machen gemacht. sie das? Du willst doch einfach, dass der mal verreckt ist, dass irgendetwas Neues nachher wieder passiert. Das ist wirklich dumm gewesen. Weißt du, er ist so- Hollywood ist generell voll unkreativ mit Bösen. Also, ich meine, so, egal ob es jetzt sein richtiger Vater ist oder nicht, Mhm. der andere hat dich aufgezogen und hat. Und der andere ist ja der Bösewicht von ihnen gewesen Ja. und er hat so gewusst. Hey, aber das peile ich generell nicht. Was? Ist das wegen dem Film so? Also ich meine, es gibt ja viel so in Real Life so Zeug. So, ja, weißt du, das ist Familie und so. Er ist zwar scheiße zu mir, aber es ist Familie. Ich denke mir immer so, Bro, Alter, wenn meine Familie wirklich scheiße zu mir ist, dann distanziere ich mich von komischen Leuten. Also es ist mir so egal. Aha. Es ist ein Mensch wie jeder andere. Ja, aber das ist, glaube ich, ein bisschen wegen unserer Kultur, einfach weil wir so unabhängig voneinander sind. Oder ist es eben, weil der Film ist, so zeigt, es ist gleich mein richtiger Papi. Kollege, who cares the fuck shit, Alter. Nein, ich glaube im Fall, das ist alles Kultur einfach. Wir haben so viel Geld, wir sind nicht mehr abhängig von unserer Familie. Aber in Ländern, in ärmeren Ländern oder Leute, die noch nicht so lange, Kulturen, die noch nicht so lange so viel Wohlstand haben, die sind noch voneinander abhängig. Und es ist wichtig, dass man dort füreinander da ist. Dort wird das viel höher geschrieben. Ich glaube mehr, dass es mit Heute dem hat zu man tun hat. Generationenhäuser und Schwänze im Mund. Heute nicht mehr, oder was? Das kommt jetzt langsam wieder Ja, bei ja. uns.
Du hast schon viele Sachen gesagt, wo langsam wieder kommen. Also, und jetzt, wenn wir gerade bei Avatar sind. Avatar-Serie. Ich frage mich wirklich, wer pitcht so Sachen? Also, Das frage ich mich aber auch jedes Mal. Das frage ich mich auch jedes Mal. Wer fragt nach den... Es gibt keine Nachfrage, oder? Nein, Die machen das einfach. Die machen das einfach. Ich meine, auch wenn jetzt One Piece und der vielleicht nicht so schlecht sind wie andere Aber das ist etwas anderes. One Piece funktioniert, weil du dir nicht willst, irgendwie die 100'000 Stunden Material reinziehen und das ist jetzt Ja. relativ einfach. Und Avatar eine perfekte Länge. Avatar Aber da musst hat ja wirklich nicht- gute Länge, ja. Drei Avatar Staffeln, Serie. geile Lämmer. Und am musst Schluss... du nicht Ja. abkürzen oder so. Nein. Das ist für nichts. Das ist für gar Nein, nichts. sie haben es ist wirklich auch schlecht. Sie haben zu viel schlechten Cast. Das kannst du ja gar nicht darstellen so. Mhm. Und viele Sachen hat schneller erzählt, weil sie halt gleich alles ein bisschen abstürzen. Ja. Finde ich nicht gut. Vor allem, weil es so geil ist. Ja. Avatar. Ja, die richtige Trickfilmserie. Das ist wirklich nicht okay. Mhm. Und die Frage, und das, aber ich habe gedacht, ja, easy, die was wollen. Ja, aber das ist einfach irgendwie so eine neue... Ich glaube, sie suchen jetzt so den Ablöser vom Superheldenzeug. Jetzt sind sie einfach alles verfilmen. Sie fangen jetzt auch mit Game-Verfilmung an. Meine Fallout bekommt ja jetzt einen Ja. Film. Von was gibt es noch? Ja, einen aber Film? wer fragt das, Peili nicht? Ja, ich keine Ahnung, Alter. Niemand. Niemand Es interessiert. hat auch niemand nach dem Vogue-Zeug gefragt. Aber trotzdem macht es in jedem Film. Ja, moll. Dort hat sich Dort die hat die Minderheit Leute danach gefragt. Ja, aber es gibt sicher Aber auch eine wenigstens Minderheit, die nach jemand. den Realverfilmungen fragt. Nein. Dort glaube ich wirklich niemand. Doch. Nein, ich weiß Bei nicht. Games verstehe ich es, dort glaube ich schon. Also, es gibt safe hure viele, die so, oh mega geil, Alter, voll krass. Nein, weißt du, Nein, bei Games... da Realverfilmung, das Nein, interessiert das hat keinen niemand interessiert. Schwanz. Und es ist dann einfach so gekommen und okay. Safe, Alter. Da Nein. würde ich mit dir Nein, wetten. nein. Ich will mit dir Nein. wetten, dass es so Leute gibt. Niemand, Leute der haben Fan einfach- ist. Mehr Avatar-Content wollen, das ist das Problem. Ja, aber mit dem wollen sie ja nicht Fans graben, mit dem wollen sie die anderen. Die Nein. fragen ja eben genau nicht danach. Wieso sollte irgendjemand nach einer Realverfilmung... Fragen von etwas, was sie kennen. Ja, eben, das ist so, sie sind in der ausgegangen. Nein, aber das ist eine Frechheit, Bro. Bei den Games verstehe ich, es gibt so viele Games, wo wirklich kannst du eine geile Serie oder einen geilen Film daraus machen. Aber der finde ich erst als Silo. Nein, das finde ich, kannst du machen. Wenn du es gut machst, kannst du es wirklich machen. WoW haben sie auch probiert, hättest du gut machen. Ich habe es auch gar nicht so schlecht Nicht gefunden. einmal so schlecht. Ja. Den Den gar nicht Den Film geschaut. habe ich gar nicht so schlecht nicht gefunden. so schlecht gefunden. Den habe ich wirklich nicht so schlecht gefunden. Witzig gewesen. Es gibt schon schlechte Filme, aber eben, du kannst geile Filme, vor allem die einen. Zu LOL könntest die Loserie, die ist so gut. Die ist wirklich gut. Die ist wirklich Perle. Und Die du ist könntest zu krass. jedem Champion easy einen Film machen. Mhm. Und das ist wirklich krass, weil die auch so geile Hintergrundgeschichte schon haben. Ja. Und das Stimmt, ist, ist so ein Ding wie League, dort geht's. Ja, Ja. stimmt. Und ich meine, ich glaube, das Zeugs von wegen eben, sie haben keine Ideen mehr und so, das glaube ich nicht. Es gibt mega viel geiles Zeug, das kannst du machen. Das Problem ist, glaube ich, eher, dass es jetzt halt zu viel Konkurrenzdruck ist. Sie haben zu weil sie müssen ja, sie haben ein Riesenproblem. Disney Plus hat, glaube ich, auch ein Riesenproblem. Apple Dings da, wie heißt Apple auch Plus? Oder heißt es auch Apple Plus? ja, weißt du, das Witzige finde ich ja, Netflix hat ein Riesenproblem, die sind alle am Arsch, weil es so viele Plattformen jetzt gibt und niemand hat das Geld, um sich bei allen Plattformen... schon, ich habe alle. Hast du so, wie heisst das andere noch? Amazon Prime. Paramount und so. Kommt Nein. das auch? Ich Aber ich habe Oder HBO Crunch- und so Zeug. Crunchyroll, habe ich. Netflix, Disney Plus, OnePlus. OnePlus. Was ist das? Ich glaube, das ist von RTL. Ja. Hä? Und... welches Zeug? Siehst du dir überall so kleine Amazon Prime. Serien drauf? Rein. Ja. Auf Amazon Prime, Disney Plus und Netflix regelmäßig. Ja. Und die anderen müssen ich mal löschen. Aber ich schaue nur alte Serien. Mhm. Oder alte Filme. Und es fragt mich, Netflix tut so viel Geld in die Produktionen stecken, da denke ich mir so, Bro, ich will das Geld lieber schauen, dass ihr geile alte Filme bekommt. Oder geile Filme. Als erstes oder so. Oder wieder mit der... Weil ihr müsst nicht den Markt überschiessen, weil mit dem machen sie es ja genau kaputt. Ja. Und dann soll ich so teuer produzieren. Also es gibt ein paar geile Netflix-Serien und das ist ja fair enough, aber macht nicht One Piece, macht nicht Avatar.
Es gibt so viele Bücher, die noch nicht verfilmt worden sind, die wirklich gut sind, Alter. Aber dann müsstest du halt nur das Drehbuch schreiben. Aber bei dem anderen musst du einfach das Drehbuch nehmen und runterkreuzen. Das ist echt Aber behindert. das Problem ist beim Dings halt, sie können nicht neue Filme am schnellsten bekommen oder gute Filme, weil die sind ja bei irgendeinem... Die sind ja von irgendetwas produziert. Ja, aber viel... Oder was schon Bücher. selber Sie ist. können ja mehr so Reality-Scheiß machen, das zieht. Nein. Das ist jetzt safe, Alter. Das zieht safe und das macht keine Franchises kaputt. Weil momentan, ich weiß nicht, aber Disney hat es geschafft, einfach Star Wars kaputt Sie haben alles kaputt gemacht. Marvel, Sie haben Marvel auch, auch. Sie haben Marvel. Ich weiss aber kaputt auch nicht, gemacht. warum sie das machen. Weil Star Wars so... Sie haben Indiana Jones kaputt gemacht. Ja. Was haben sie noch alles kaputt gemacht? Ja gut, Das dort ist hat es der nicht Ding... so. Wie heisst der? Adam Ford. Harrison Ford. Ford. Der hat es selber kaputt gemacht. Schon? Er hat ja umverrecken nach einem Indiana Jones Film wollen haben. Also, du bist... gewesen? Du bist schon... Ja, er hat ja gesagt, er macht nur mit 7 mit, Ja. wenn er einen Indiana Jones Film haben. Aha. Das war irgendwie ein zu alt gewesen dafür. Ja, nein, das funktioniert dann nicht. Aber Star Wars hättest so viel geiles Zeug können machen. Ja, Star Der Wars George ist Lucas, echt geil. weißt du, auch wenn hättest du Sequels machen. Der George Lucas hat eine Idee gehabt für Sequels und angefangen schon zu schreiben, ein Drehbuch für Sequels, bezogen auf Machtgeist und all das Zeug, wo voll geil gewesen wären. Shit, ja. Aber du machst irgendeinen Scheissdreck. Und das verstehe ich nicht. Vor allem, wenn es schon ist. Wenn sich schon jemand Gedanken gemacht Das hat. verstehe ich auch nicht. Das Material wäre ja mehr als genug vorhanden gewesen. Ja, und Material ist... Es gibt so viele Bücher von Star Wars. Aber- Es gibt tausende Bücher. Du Aber kannst dir stimmt eins nehmen und einen Film machen. Eine Serie machen. Dir wird Geld in den Arsch geschoben worden von den Games, die es früher nicht gegeben hat, von Star Wars. ja. Die sind alle brutal gehypt gewesen. Würdest du von denen Film machen, oh mein Gott, die würde ich lieben. Geil, ja. Aber Es ist gratis, es ist geschenkt. Ich weiss nicht, welchen Mongo dort hinschickst. Der hat einfach keine Ahnung gehabt vom Franchise. Ist es nicht eher auch so ein Ding von wegen... so Das macht mich gerade wieder Archite- hässig. Ist es nicht so ein bisschen das Architektensyndrom vielleicht, dass irgendjemand sich hat einfach mehr selber wollen verwirklichen anstatt... Ja, sicher. Und ich glaube, sie haben einfach zu hart versucht, das für alle geil Ja, und zu eben machen. das Vogue-Ding, das ist dann auch noch das. Mhm. Das kommt dann halt auch noch dazu. Die haben ja ums Verrecken dann noch müssen da die Ray haben und so. Ja, aber ich glaube, sie haben es geil machen für Kinder, sie haben es geil machen für Frauen, sie haben es geil machen für alte Leute, sie haben es geil machen für... Sie haben es, glaube ich, für alle geil machen und dann ist einfach so ein riesiges Gemischgemasch geworden, das einfach niemand mehr geil findet. Bin mir nicht sicher, ob sie es wollen für die Fans wirklich geil machen. Nein, die haben für Kinder. Nein, sie haben einfach Nein, sie haben es missgebaut. nicht geil machen, Nein, sie sondern haben sie es haben einfach verkackt. alle, Sie haben gar nichts dass sie wollen. sich alle den Film anschauen, alle den Dings kaufen. Und das geht. Ja, aber Bro, wenn du schon Lucas-Films kaufst und du einen Star Wars-Film ankündigst, ist es scheißegal, was drin ist. Kommen alle den Seich schauen. Ja, das könnte Es ist auch passiert, es sind alle Star Wars 7 schauen. Und es sind aber alle aus dem Kino rausgegangen und sind enttäuscht gewesen. Ja. Das nützt dann ja genau niemand. Und das kann man gerade nutzen. Was hast du am Ohr, Überleiten Whisker? zu meinem nächsten Thema, zu den Quadruple-A-Games, weil das ist genau die gleiche Situation. Haben wir das mitbekommen? Nein. Mit dem Quadruple-A. Nein. Es ist ja ein neues Game, Skull and Bones, rausgekommen. Skull and Bones. Haben wir das gar nicht Bones. mitbekommen? Nein. Skull and Bones. Nein. Das ist ein Spiel, wo so ein bisschen wie Sea of Thieves ist. Aber es ist ein AAA-Game, oder was? Nein. Und sie hat eben gesagt, das ist kein Triple-A-Game, das ist ein Quadruple-A-Game. Das ist so krass und gross ist. Die haben 200 Millionen in das Spiel reingepumpt. Wow. Aber jetzt der Plot-Twist vom Jahrhundert. Nein, das war eigentlich recht vorhersehbar gewesen. Das Spiel ist schlechter als Black Flags, Assassin's Creed Black Flags. Das ist vor 10 Jahren rausgekommen. Scheibe. Und das ist besser als das Spiel, wo sie 200 Millionen reingebuttert haben. Ja. Dort lässt so Es viel ist falsch an. ultra schäbig, Ja. das Spiel. Ich habe ein bisschen Gameplay gesehen und so. Du kannst nicht einmal... Du kannst nur auf dem Schiff bleiben. Und du kannst nicht mal auf das andere Schiff übergehen, es übernehmen oder so. Es ist einfach wirklich nur Schiff-Combat. Aber es ist auch nicht mal gut gemacht. Es ist wirklich schäbig. Die Wellen sind scheiße gemacht. Es ist wirklich... Sie haben Bildmaterial von Black Flag her tun und von Skull and Bones. Und Black Flag hat so krass von Film, also von Filmmaterial gehabt. Und Skull and Bones Ja, und einfach Black Flag hängt schäbig. halt noch das ganze Spiel dran. Ja, das ist ja der andere. Das war ein Feature gewesen bei Black Flag. Ja. Das ist nicht das ganze Spiel gewesen, das war einfach nur ein Feature Das gewesen. war echt das Feature, das kann ich gut denken. Eigentlich ist es Assassin's Creed, Alter.
Das ist schon Das klingt gröber. richtig bitter. Und das ist Alter, das und ist die wirklich hart. 200 Millionen haben sie jetzt gebuttert. Und dann sagen sie Hey. so, das ist ein Quadruple-A-Game. Aber dort ist auch genau das Gleiche. Es gibt so viele alte geile Games, die geile Mechanics haben und du müsstest einfach ein Spiel machen mit den gleichen Mechanics, Und so aber sie viel machen Level bringen. Reworks, tun das Schäbige behalten Das verstehe ich und tun die nicht. geilen Mechanics raus. Und dann denkst du so, hä? Ja, nein, ich frage mich dort damals echt auch. Ich habe nicht, das haben wir glaube ich schon mal kurz gehabt in einem anderen Thema. Ich frage mich wirklich, ist es effektiv so, dass einfach so alte Säcke dort sind, die keine Ahnung haben? Ja, das hast du Ja. hast du vom Juice das Video gesehen. Du musst mal Juice Nein, das Blizzard habe ich Video Schau das anschauen. Juice Blizzard Video. Das haben Der wir Chef dort von schon Blizzard, gesagt, ja. das ist Ja. so eine riesige Missgeburt. Da ist einfach dort so, ja, da haben wir noch ein bisschen zu wenig ausgenutzt. Da kann man noch ein bisschen mehr Kapital draus schlagen. Der hat genau die Einstellung. Scheiße. Und über EA hat er glaube ich auch das Ding gemacht. Was ist das der von EA, der so denkt? Nein, ist schon der von Blizzard. Das ist einfach nur bitter, Alter. Aber eben, es gibt ja noch Games, wo so Baldur's Gate oder so, das sind so krasse Spiele. Und dann siehst du so, wie es könnte sein, weißt du. Aber Also das ist so ein geiles Game. was Wirklich. ich jetzt Angst habe bei Larian, dass denen das gleiche passiert wie CD Projekt Red. Weil die sind auch bei The Witcher 3, das ist ja damals auch so das gleiche gewesen wie jetzt mit Baldur's Gate 3. Das war mega revolutionär gewesen von einem kleinen Indie-Studio, also ich weiss nicht, das sind schon klein gewesen, meint ich. Auf jeden Fall, das ist ein unbekanntes Studio, wo einen riesen Hit gelandet hat. Aber dann haben sie auch noch bei Cyberpunk das Blaue vom Himmel versprochen. Ah, ja. Und beim Release von Cyberpunk. Das Das ist einfach so, einfach auch so ganz daneben traurig gewesen. Der Release Ja, aber ist so Cyberpunk daneben. ist jetzt ein gutes Spiel. Cyberpunk jetzt ist gut, jetzt ein richtig geiles Game. Ja. Es ist ja schon dort eigentlich geil gewesen, Ja, aber es es hat ist auch viel nicht Box das, was gehabt. sie Es ist versprochen einfach haben. nicht fertig gewesen. Es Das ist ist das nicht Problem fertig gewesen. Ja, Aber aber jetzt, wo es fertig ist, ist es ja immer noch nicht das, was sie versprochen haben, oder? Langsam schon. Schon. Sie haben jetzt haben sie mittlerweile eine Bahn. Dann sie dort nicht kam, weil sie hast noch nicht teleportieren. Was ja an sich nicht so schäbig ist, aber es ist halt nicht das, was sie versprochen haben. Die Polizei ist jetzt mittlerweile haben sie jetzt auch überarbeitet, die sind jetzt auch recht gut. Sie haben auch den Skilltree nochmal überarbeitet. Also es ist jetzt eigentlich wirklich, Solid. ja, aber es sollte nicht sein. es sollte nicht so sein. Ich meine, früher Aber ich glaube, haben bei bei Baldur's Gate, bei dem Lady-Studio, das sind so Leute, die gamen halt auch ihre Privatheit, einfach Dungeons and Dragons und die sind Ja. so richtig voll Nerds. aber es soll auch so bleiben. Und ich glaube, look, die Leute, die Ist ja werden Blizzard nicht ist ja auch Geld mal so geil. gewesen. Blizzard Ja, ist ja, auch mal aber so weil gewesen. das sind so Dungeons and Dragons Menschen, die stecken dir das Geld gerade wieder in eine neue Minifigur und dann kannst du so viel Geld ausgeben. Die werden gar nicht Geld geben, die können gar nicht genug Geld haben. Oder eben, ja, vielleicht darum schon, aber die wollen sich ja keine Yachtpost nehmen. Ich habe einfach Die Angst, weil flexen eben- nicht mit anderen Menschen. Blizzard, die flexen sind auch mal so gewesen, die haben auch so angefangen. Die sind auch so angefangen. Blizzard. Das sind einfach so ein paar Dudes gewesen, die das Ja, ja. geil gefunden haben. 3 Dudes, ja. Und dann, Und die Blizzard Games sind auch wirklich stark gewesen. Ja. Der WoW früher war wirklich geil gewesen, Mann. aber was jetzt die Hoffnung sehen, ist Boah, ja, WoW ist so krass jetzt gewesen. hat gerade so die Indie-Game-Branche hat jetzt gerade so voll die halt schlägt diesen AAA von diese richtige Fresse, weil letztes Jahr So schön eigentlich. es ist wirklich mega Ja, aber schön. es ist schon es voll, ist einfach so, es ist schon immer so. wie heisst es? Nein, es wird das, schon was ihr noch- damals gespielt habt, wie hat das geheißen? Fuck. Auch so ein Indie-Game, das ihr gespielt habt. Weißt du, wo du weglaufst und dann nicht mehr hörst und so ein Gruselspiel. Aha, Wie heisst's? ja, Lethal Company. Ja, Lethal Das Company. Die haben ja. Das ist ja ein Dude. So ein richtig komischer Dude. Ein Dude. Der hat das einfach alleine programmiert und hat wie 100 Millionen oder so Umsatz schon gemacht. Mit dem. Ich weiß es nicht mehr Spiel genau, ist aber so der hat krass. abartig viel Umsatz gemacht. Und das ist halt geil als Team. Und dann auch Palworld, das ist auch ein Indie-Game. Ja. Und die haben auch. Die pissen jetzt denen richtig ins Bein geben. Die pissen Nintendo richtig ans Bein. Die ficken die richtig. Weil jetzt sind einfach alles das schaffen einfach so ein paar Dudes, die noch nie programmiert haben. Die haben das Ja, auch. noch nie programmiert. Also nein, die Ja, aber halt Ja, nicht aber- so viel Geld zur Verfügung haben. Das ist halt schon, da merkst du schon. Das ist gröber. Aber das Indie-Spiel sind schon immer viel besser gewesen. Nein, das ist Nein, schon- besser sind sie eben nicht. Weil- Aber es ist einfach für das, was es ist es gut. Ja. Meine Palworld ist so verdammt verbuggt und alles. Ja. Und die Welt ist noch recht leer und alles. Aber es ist einfach. Die haben das so geschafft, was Nintendo die letzten aber schau, mit Minecraft so ist viel ja mehr genau auch Budget so nie gewesen. fertig gebracht hat. Ja, Minecraft war so gewesen, ja. Und das ist einfach bitter. Ja. Die schaffen es. Die haben keine Ahnung von dem gehabt, aber sie haben es geschafft. Minecraft ist auch generell so krass. Und sie haben sogar geschafft, dass Nintendo sie immer nicht hat können verklagen.
Das finde ich witzig. Also es ist wirklich witzig, dass die noch nicht verklagt worden sind. Also sie haben es ja probiert, aber sie sind immer noch nicht verklagt worden von Ja. Nintendo. Ja. Das ist krass, Alter. Das ist nicht wahrscheinlich. Also Nintendo hat schon Leute wegen noch dümmeren Sachen verklagt. Ja, aber der entscheidet ja immer noch. Also, die wird ja davor, bevor sie das Game gemacht haben, irgendwie überlegt haben, okay, was ist jetzt wirklich in den, ich weiß nicht, was sind das alles Aber er hat nicht Copyright-Probleme? den Lull oder was? erzählt mit dem, eben dass Nintendo ja nur so die Haupt-Pokémon, so wie Pikachu und so, patentieren lassen haben. Ja. Ah, schon? Und darum nur auf die ein Copyright haben und auf alle anderen Pokémon, auf alle Ja, anderen das kostet nicht. natürlich schon viel. Auf die haben sie halt nicht copyrighted. Nehmen Und sie darum, die richtigen Pokémon darum haben sie- oder was? was? Haben sie im Palworld die richtigen Pokémon? Nein, aber sie sehen halt viele sehen schon. Sie sehen schon Also sie sehen, die eine, also zum Beispiel der Lucario, also der sieht wirklich aus wie der Lucario. Also wirklich, da kannst du mir erzählen, was du willst, aber So geil. also die eine sieht wirklich fast gleich aus, mit ein bisschen anderer Farbe und noch ein bisschen ein paar. Aber denen soll man auch das Geil beipissen, Kollege. Ja, also Nintendo, die haben es wirklich verdient. Ich finde auch, was Nintendo mit dem Nintendo eShop, das finde ich so daneben, was Ja. die da für Preise verlangen, für Ja, die grösste die haben das Götz. Monopol, Kollege. Und alle... Und das neue Mario-Spiel war so schlecht. So mir Das richtig ist wirklich, hässlich das ist traurig, das ist Was traurig. nie Mario spielt. Mario Wonder. Mario Brothers Spiel, das ist wirklich bitter. Ja. Es ist wirklich schlecht. Die tun einfach richtig Kindheit Und von den was- Leuten was- ausnutzen. Alter. Die haben jetzt einfach Voicelines, der Mario und die haben alle Voicelines. Das haben wir richtig gefickt, ich bin gar nicht klar gekommen. Nein, die haben keine Voice Lines. Die haben geredet im Spiel. Nein, das war nur die Blume, die geredet hat. Nein, der Mario hat auch geredet. Nein. Doch, der Mario und der Luigi haben, also ich habe mich recht aufgeregt, weil einfach alle anfangen zu reden in dem Spiel. Sie. Ja, die haben geredet. Ich frage mich noch ein Mimi, aber nein, die haben geredet alle. Ist das nicht eine Blume gewesen? Nein, eben nicht. Die haben alle geredet. Wo haben sie jetzt auch angefangen zu reden? Bei Lego. Vielleicht haben sie darum gedacht, das ist wichtig. Bei Lego Star Wars haben sie auch plötzlich... Ja, aber das ist okay dort, finde ich. Ja, das ist ja okay. Ich weiß nicht, ich habe es nicht gespielt. Das ist halt Skywalker Saga. Ja, die haben mal ein bisschen angefangen zu spielen, das ist noch lustig. Ich habe es nicht Lego gespielt. Star Wars oder Lego Indiana Jones ist so lustig gewesen. Ich habe früher auf der Xbox Lego Star Wars gespielt. Ich auch auf der Playstation. Aber die Lego The Hobbit und Lego The Lord of the Rings sind schlecht gewesen. Das habe ich Und ab nicht dann ist es gespielt. nur noch schlimmer geworden. Weil dort ist das Gameplay so komisch geworden. Also eben, ich habe es noch gespielt, wo Xbox nur Xbox geheißen hat, nicht 360 Dinge, so Xbox. Ja, ich habe es auf der PS2 gespielt, glaube ich. Ja, noch. Also, Autosticker, oder? Ja. Haben wir noch das letzte Ja, Thema erzähl. und dann kommen wir zum 57 Minuten. Ich will nur sagen, ich habe einen Autofahrer gesehen vor mir, der erst gefahren wie ein Behinderter und danach hat er noch einen Sticker hinten drauf gehabt. Den habe ich nicht ganz gecheckt. Da ist drauf gestanden, nicht geimpft. Das ist auch interessant, finde ich, dass du das immer noch auf dem Auto hast. Mhm. Aber bezahlt. Und das aber bezahlt habe ich nicht gepeilt. Und darum habe ich gedacht, vielleicht checken die es. Nicht geimpft, aber bezahlt. Also die Impfung hast du ja nicht mehr Es wäre dann andersrum, aber geimpft, aber zahlt. Von der Ding zahlt Ja. zum Impfverladen. Ja. Meint er Aber von das wem ist er zahlt? vom Schaffen? Das macht keinen Sinn. Nicht geimpft, aber bezahlt. Nein, das raff ich nicht. Das peilt er auch nicht, gell? Nein, Nein, check ich peile es gerne nicht. Schade. Also, weil das macht auf mehrere... Es macht einfach Mehrere genug Personen. Sinn. Ja, die aber Impfung eben, sind so. ich erwarte auch nicht viel von so jemandem. Ja. Ich meine, es ist ja dann nur eins, dass du nicht impfen lässt. Wenn du dann noch aufs Auto kommen musst, dann bist Das ist einfach... das ist ein Next Level, Alter. Man kann diskutieren, aber das geht zu Da, weit. nein, du bist einfach ein Missgeburt, wenn du so etwas machst, sorry. das ist wirklich... Generell Leute, die Autosticker haben, sind ein bisschen komisch. Also, wo so eine Message weitergeben. Ja. Das ist wirklich Bei traurig. uns Nachbar hat so ein Dings drauf, wo so «Yes Girl, yes Biker». Also, weil sie irgendwie so, keine Ahnung, so stolz darauf ist, dass sie eine Frau ist und trotzdem TÜV fährt auch. Und das hat sie auf ihrem Auto. Und sie finden dann so immer so «Oh nein, das ist doch bitter». Das ist so, da fährst du doch hinten dran und findest sowieso schon eher peinlich so. Ja. Aber wieso klebst du so etwas aufs Auto? Die einzigen Sticker, die ich okay finde, sind so Baby on board. Finde ich auch so. Ja, das machst du mehr so für die Das machst du Familie eben, und wie ich so, mal ja. gesagt habe, dass du nicht überfallen wirst. Ja. So, das ist okay, aber... Ja, das ist ja einfach so, vielleicht so in der Hoffnung zum Aufrufen, hey Bro, Alter, gell. Reiss dich halt zusammen. Ich glaube, das verhindert schon auch etwas, dass die Leute auffahren. Mhm. Und so. Ja.
Aber so Leute, oder auch wenn es Ticker hast, so Kollegen-Insider, so wie ich einen Ja, Rehfräser voll, hatte. Ja, nur, Alter. Weißt du, aber das taggt ja niemand. Gott, ich kann die Leute auch denken. Aber das ist ja. Aber Leute, Kollegen, so Message-Ticker, Alter, die sind Missgeburten. Das sind die grössten Missgeburten. Die kann ich vergraben. Keep calm, man. Nicht so die Leute beleidigen. Moll. So, jetzt darfst du deine scheiß 15 Minuten anfangen. Wir machen nicht 15 Minuten, ich mache alle weniger lang. Soll ich gerade das einstellen? Aha. Ja. Letzten Sonntag war Abstimmungssonntag. Die 13. AHV ist angenommen worden. Das heisst, ab 2026 kommen alle RentnerInnen 8,1 oder 8,7% mehr AHV-Rente über. Und die linken Leute finden das gut und die Rechten sind am Brüllen, weil sie sagen, ja, wer soll das finanzieren? Aber wir haben ja letztes Mal wie schon mal darüber geredet, was darum gegangen ist, ja was. Man kann das über viele verschiedene Arten finanzieren, wenn man will. Die Frage ist nur, will man es sozialer machen? Also beziehungsweise will man die reichen Leute eher zahlen lassen oder will man alle Leute zahlen lassen? Aber ich Da finde, habe ich man noch muss... mal eine Frage. Bin ich einfach dumm? Oder? Aber wenn ja AHV, da haben ja die Leute, die jetzt von der AHV beziehen, Nein. haben ja... Nein, Was? Pensionskasse. Was? Nochmal? Du meinst Pensionskasse. Was hast du sagen? Aber die haben ja auch eingezahlt. Und wir zahlen jetzt ja auch AHV. Ja, aber es gibt ja mehr alte Menschen als junge Menschen. Ja, aber es geht ja nicht nur um junge Menschen. Ich meine, es sind Bei der AHV? ja Leute ab 25 Ja. bis... Gell, wieso hat die Schulden? Von Leuten von 25 bis 65. Das sind doch mehr Leute als Leute von 65 bis tot. Ja, Also ja. ich weiss nicht, bin ich Nein. dumm oder... Nein, das Ding ist ja eben wegen der... Du zahlst ja nicht so Das Problem viel. ist jetzt die Babyboomer-Generation. Ja, Die ist das Problem. Die sind viel mehr Leute als wir. schon. Also früher war es irgendwie so, sieben arbeitende Leute haben einen Rentner finanziert. Jetzt ist es noch etwa 3:1 oder 2:1 bald. Das heisst, wir sind jetzt doppelt so viele Leute, 3-mal so viele Leute am Arbeiten wieder in der Rente. Und es wird jetzt dann 2-mal so viel. Also es schrumpft halt. Wie einfach, aber das geht um 20, 30 Jahre nicht einmal, wo die Babyboomers dann halt sterben. Und nachher ist das wieder gleich. Dann haben wir das Problem wieder nicht mehr. Also es ist wie nicht so ein Ding. Ja, aber dann finde ich auch, das sollte man sein lassen, weil dann müssen wir ja gar nicht für die schauen. Ja, mal Geld brauchen sie ja trotzdem aus der AHV. Ja, aber das ist doch mir gleich. Weil ich komme dann Geld wieder rüber. Ja, voll, ja. Also 13 Jahre für uns, für die meisten Leute ist das etwas Gutes, weil wir kommen mehr Geld daraus raus, als dass wir das ganze Leben einzahlen. Viel mehr. Ja, aber wenn sie es nicht machen mit Lohnabgabe, ich weiß nicht, wie viel das Lohnabgabe oder Mikro, Finanztransaktion, das ist Steuer schon oder was. komisch. Aber Ja, das vielleicht ist einfach die es Frage. wird auch noch mehr die Reichen ficken. Ja. Die Frage ist einfach, willst du und Aber das wenn sie auf die Mehrwertsteuer machen, dann bin ich hässig. Ja. Da bin Ja. ich wirklich hässig, weil dann hätte ich habe Nein gestimmt. Für das. Hä? Ja, es ist, Nein, ich habe generell Nein gestimmt. das Problem ist, dass, also du hast ja vorhin noch gesagt, eben, wieso hat man das nicht von Anfang an geklärt? Oder? Mit der Finanzierung. Ja! Das ist, weil es in der Verfassung... Niemand daran glaubt. Nein. Du würdest es nicht in die Verfassung reinschreiben, wie du das finanzierst. Und darum haben sie es draussen lassen. Weil das, was jetzt so abgestimmt wurde, das ist eine Verfassungsänderung. Oder also es geht um so etwas. Und du kannst es nicht einfach so dort reinschreiben, sondern die Politik muss dann auch wie können entscheiden, relativ schnell und das auch verändern, wie das finanziert wird. Okay, gut. Das Aber das können wir ja trotzdem vorhin überlegen. Ich bin jetzt einer, der hässig also, ist. ja, die Initiative lanciert haben, die haben von Anfang an gesagt, hey, eben Lohnabgabe oder Erbschaftssteuer oder Finanztransaktionssteuer, irgendetwas, was sozial ist, wollen die Gewerkschaften. Erbschaftssteuer, ganz geil. Ja, Aber ist es nicht so Erbschaft irgendwie? was? Da haben sie auch jetzt, dass man Erbschaft aber einen gewissen Betrag muss wie viel abgeben? Oh, ich finde Erbschaftssteuer wäre Ist ganz das geil. jetzt Ist so? das oder jetzt was? nicht gekommen? Keine Ahnung, habe ich nicht mitbekommen.
Kann sein. Du bist doch der Politiker. Ja, aber das hätte ich jetzt nicht mitbekommen, das wäre mir vorbei, ich glaube es nicht. Auf jeden Fall, das wäre eine Idee. Und die Leute, und normalerweise sagt man eigentlich nicht mehr auf das ein bisschen Rücksicht, die InitiantInnen haben noch wählen, was die so ein bisschen vorgehabt haben, bei solchen Sachen. Aber schlussendlich muss jetzt das Parlament entscheiden und das haben wir ja letztes Mal bürgerlich gewählt. Das heisst, jetzt sind mehr so FDPler und SVPler drin, die halt sicher nicht wollen, die wollen Erbschaftssteuer, wollen sicher nicht. Also das wird nicht kommen, Finanztransaktionssteuer wird die FDP nicht. Schlecht. Das heisst, die Lohnabgabe ist vielleicht das, es wird wahrscheinlich eine Mischung zwischen Lohnabgabe und Mehrwertsteuer. Und dann gibt es ein Referendum und dann kommt es nochmal vor das Volk und dann irgendwann in 100 Jahren haben wir dann das Problem gelöst. Nice. Voll. Und generell Sachen, die einfach mega viel passieren. Also, unsere Welt ist echt am Arsch. Es ist mega krass, wir kommen so jetzt in so eine... Wir kommen langsam so in die letzte Phase rein, irgendwie, wo es relevant wird, zum das Ganze mit Biodiversitätskrise und Klimakrise und so. Und jetzt entscheidet sich das langsam, ob wir die Kurve kratzen oder nicht. Die Weltmeere sind im Moment jeden Tag quasi ist heißer als in den letzten Jahren. Also es ist wie ein neuer Rekord. Und zwar mit einem riesen Abstand. Und die Wissenschaft kann sich das nicht erklären. Wir wissen nicht, wieso das jetzt das Meer so heiß ist. Und eine der Theorien ist, dass das Meer jetzt zu viel, also das Meer jetzt eine Art die Temperatur, die überschüssige Wärme aufgenommen hat, wo es kennen, aber jetzt wie so ein Punkt erreicht ist, wo es wie gesättigt ist und jetzt nicht mehr zusätzlich Temperatur kann aufnehmen und das jetzt mehr wieder raufgeht. Das heisst, dass es jetzt noch schneller warm wird und so. Und ja, es ist krass, es wird mega heftig. Das World Economic Forum, der WEF, hat jetzt das erste Mal Missinformation als eine der grössten Gefahren für die Menschheit announced. Das heisst, die Wirtschaftsköpfe haben das Gefühl, dass Desinformation, falsche Informationen eigentlich eine der grössten Gefahren im Moment sind für die Zukunft der Menschheit. Das habe ich auch noch spannend gefunden. Schon gefährlich. Und was ich mal auch mit euch überlegen. Sven hat mit seinen guten News abgeschlossen. Ja, wirklich. Gut News am Arsch. Das ist nicht mehr Bad News, machen Nein, wir Das jetzt. ist einfach nur noch Bad News. Sorry, also. Scheiß Mieses, Alter. Und Utopie gibt es auch nicht mehr, es gibt nur noch Dystopie. Nein. Hoffnung stirbt zuletzt halt, ist halt so. PolitikerInnen kommen einfach zu viel Geld über nicht. Ja, hast du schon gemerkt? Ja, nein, das ist ja logisch, aber dass wir das denken, aber wir müssen es wirklich mal diskutieren, auch weil es früher einfach nicht so war. Ich habe immer gedacht, ja, die PolitikerInnen sind immer die mehr Geld bekommen. Aber früher scheint es wirklich nicht so gewesen. Vor so 50 Jahren oder so. Ist das viel weniger das Problem gewesen? Ja. Das habe ich letzte Woche mal so gehört und das finde ich ultra interessant, das finde ich mega wichtig, weil wenn es früher auch funktioniert hat, dann müsste es jetzt auch funktionieren. Früher hast du das nie gehabt, dass Früher ist alles besser. Politiker, nein, überhaupt nicht, aber früher hast du das nie gehabt, dass PolitikerInnen einfach nach ihrem Politikeramt in einem Vorstand geguckt sind oder so, das hast du früher gar nicht gehabt. Wie lange denkst du, existiert die Welt noch für uns Menschen? Für uns Menschen? So ein System so. Das ist eine Prognose. Unsere Kultur. Ja, so ein System mit dem ganzen Geld und allem. Bis Also, putzt. ich sage, das ist einfach ein Wild Guess. Wenn wir es schaffen, irgendwann global nachhaltig zu sein, dann haben wir ein geiles Leben mega lang. Wenn wir das nicht schaffen, dann ist in 50 Jahren Chaos. 50 erst. Nicht Nicht morgen. früher. Nicht so 10. Nee, das Problem Du ist musst erst sagen, weil dann weiss ich, wenn ich muss ganz viele Kreditkarten kaufen und die komplett überziehen. Und einfach ein Fick geben auf alles. Ja. Ich sage, also das Problem ist mehr, Wenn ich dann... wir haben jetzt noch Nicht etwa warten, dann geht. 5 bis 10 Jahre Zeit, Die geht die zum Versicherung. Problem zu lösen. Wenn wir die Probleme nicht lösen, dann wird es nicht in 10 Jahren direkt vorbei sein. So. Also eine Zahl, die ich kenne, ist, gewisse Wissenschaftlerinnen gehen davon aus, dass wir noch so 20 bis 30 Ernten haben. Wenn wir unsere Böden weiter so kaputt machen, dann haben wir noch so 20 bis 30 Ernten. 20 bis 30 Jahre. Und dann ist es fertig. Dann bricht es zusammen. Dann haben wir wie
dann können wir nicht mehr, dann können wir vielleicht noch die Hälfte oder ein Viertel auf den Böden wirklich Ertrag haben, wo wir jetzt haben. Und wenn das passiert, dann ist Chaos pur. Dann haben wir alle Hunger. Das wären so 30, 40 Jahre, wenn wir es nicht in den Griff bekommen. Aber wenn wir es in den Griff Wenn die bekommen... jetzt plötzlich alle rechts sind, einfach, das check ich so nicht. Das check ich. Ich check schon, aber es ist einfach bitter. Die Leute leben so in einer anderen Welt. Warum Bildung? Bild! Und das nutzen wir gerade zum Abschluss. Wir meine, das haben gibt's ja gleich in alle der zu Schweiz wenig auch. Bildung in der Welt. Ja, die Leute leben in einer anderen Welt. Die haben einen Hass auf... So viel Hass ist rum. Und die Leute haben wirklich einen Hass auf die Grünen, zum Beispiel, und auf die Linken. Oder? Ja, das ist so. Dabei müssen wir einfach die Jugos hassen. Und Juden. Und die Juden. Und Juden. Wieso sind wir Nein. jetzt schon wieder Mann, da? das war ein Witz. Aber Scheiß noch ein bisschen Ausländer. auflockern zum Schluss. Wieder ein Es bisschen. ist halt Super Ausländer. Super Auflockerung, easy. Yes, Vielleicht müssen wir wirklich ein Problem nach dem anderen lösen. Vielleicht müssen wir zuerst alle Ausländer ausschaffen und dann können wir für die Ökologie schauen. Voll. Ja. Wenn die Drecks-Ausländer weg sind, haben wir endlich Platz Dann und sind wir Zeit. auch nachhaltiger. Ja. Ja. Aber das sind einfach die sind schuld. Aha. Nice, das haben wir herausgefunden. Cool. Das finde ich voll witzig. Weil das war früher immer so das Ding, was die Rechten gesagt haben. Was? Deutschland auch so, wo es so voll wo Syrien glaube ich war, kann ich mich noch genau erinnern, so ja, weißt du, jetzt kommen so mega viele Flüchtlinge, dabei sollte man doch einfach denen im Land helfen, dass man denen wieder aufbauen kann. Das haben immer alle gesagt, die sagen, nein, ich bin nicht rechts, aber weißt du, man soll gescheiter denen helfen. Und Ja. aber wenn es dann einfach geht darum, sie haben jetzt, es gibt jetzt auch schon Vorschläge der AHV-Rente gegen das von der Auslandhilfe zu nehmen. Ja, voll. Und du denkst so, Bro, ihr seid die grössten Mist geworden. Ihr seid die grössten Vollidioten. Oh shit, sind ihr Mongos, Mann. Ich finde, man sollte die viel mehr ernst nehmen, weil da wird Ja, genau vor allem, so Sachen weißt passieren. in Afrika gibt es voll die Revolution. Die schließen sich voll mit den Russen und den Chinesen zusammen. Vor allem mit den Chinesen. Gegen Die Chinesen die helfen Bösen. denen voll. Gegen die bösen Europäer, die sie jahrelang ausgenommen haben. Was auch stimmt, oder? Mhm. Aber das Problem ist, die Chinesen sind ja auch Chinesen, nicht die finden, Nein, hey, Chinesen ich mach nennen den sie ja, indem sie Sozialstaat, sondern aus, Sie ja. nehmen sie halt aus. sie Das nennen ist sie ja schon scheisse, aus, um uns zu ficken. aber es ist gut, dass sie Die Chinesen wenigstens- geben ihnen Geld und danach können sie ihnen nicht mehr zurückzahlen. Sind so, ja. Und Sie geben plötzlich, uns ja, einfach. nein, es gibt einen, der ist dort unten, wie der Hitler, einfach gegen Weisse. Wirklich? Ja, so ein Wie war's? Politiker. Aha, einfach ein Der ist legit wie der Hitler, einfach gegen Weisse. Der wird einfach alle, der hat gesagt, der wird die alle verschiessen. Ja. Und das ist halt auch bitter für die weißen Afrikaner, also so Südafrika. Ja, dort haben sowieso bittere Zeiten schon gehabt mit Apartheid. Ja, es ist echt bitter, was gerade läuft. Und Ah, alles, schon, das ist wirklich krass. alles irgendwie, weil die Leute einfach dumm sind. Nicht? Und jetzt sind wir schon wieder down. Hey, schau, ich verstehe es nicht, weil die Welt war eigentlich so schön gewesen, bis es wieder angefangen hat Krieg zu geben, weil jetzt ist überall wieder darüber reden. Davor hat es niemand interessiert. Das sind alle wieder irgendwie... Aber wir finden Lösungen für das, wir machen das besser. Unsere Generation wird geil. Mal schauen. Ich weiss eben nicht, weil wir werden das schon geil. Unsere Generation von Europäern ist dann so, aber wir sind dann die verweichlichten Europäer. Und die Chinesen sind dann noch nicht in dieser Generation, wo es so ist. Die sagen dann, hey, sie jetzt ficken wir nicht. Und dann gibt es Krieg. Wir sagen, Jungs, Jungs, die Erde geht den Arsch und wir wollen doch alle zusammen Liebe haben. Und ich denke, sie sind behindert, Alter. ja. Das ist halt legit so, weil Die sie unterdrücken haben sie dann die selber. Generation, die wir jetzt haben, Ja. an der Politik, die denken dann so, was Gender, Alter, fick dich! Da Atombombe! Wir aber werden gar nicht Atombomben schießen, wir schaffen die Atombombe ab und Nuke auf Europa, Aber so China etwas wird kommt. in China gar nicht erst kommen. Nein, Ich das glaube, das ist nicht. einfach Ja, das von, der, nicht. von der Kultur Aber ich her sage- sind aber auch so eine verweichlichte, die nicht schon verweichlichte Generation in dem Sinn. Oh shit, Alter, so endet unser Leben, glaube ich. Was? Eben, dass unsere Generation an die Spitze kommt, wir dann eben alle so woke sind Peace und so. und so. Und Peace. Und dann sagen wir, schau, wir wollen ein Zeichen setzen. Irgendjemand muss den ersten Schritt machen. Wir schaffen die Atombomben ab. Franzosen, Deutsche haben, glaube gar keine. Wir setzen alle Atombomben ab. Und dann jucken die Amerikaner und die scheiß Russen und die scheiß Chinesen Europa. Dann chillen sie es. Und dann tun sie es neu besiedeln. Nach 100 Jahren. So ein richtiger Feuerlord Osim-Plan. Ja. Alles zu Asche machen und aus der Asche entsteht der Phönix.
Und müssen Das wäre richtig Ich gut. glaube, vor uns ist Amerika dran. Dann wären all die Schwulen weg. müssen Genau so noch das Baby so, Bro. Hast du nicht gerade gesagt. wieso? Gell. Ich will nicht mehr. Das war so gut gewesen. Easy, also wir wünschen das schon 3/4 Stunde, Viertel haben wir schon. Oder sind wir, wenn wir alt sind, auch rechts? Ich frage mich schon. Nein. Es hat ein gerade bisschen eine schon mit Studie Alten gegeben. zu tun. Nein, es hat jetzt eine Studie gegeben, dass wir die Generation sind, die das gerade am Brechen ist. Okay, aber ich wäre trotzdem nicht für Nachfahrende gewesen. Ja, In dem Ohne Fall. Dreck. Cool. Ciao. machen es gut zusammen miteinander. Das ist scheisse. ja früher auch Antifa und so, ist halt immer von der Antifa gegangen.